Ich lese die Weihnachtsgeschichte aus dem Lukas-Evangelium. Es geschah aber in jenen Tagen, dass ein Erlass ausging vom Kaiser Augustus. Alle Welt solle sich in Steuerpflichten eintragen lassen. Das war die erste Erhebung. Sie fand statt, als Quirinius Statthalter in Syrien war. Und alle machten sich auf den Weg, um sich eintragen zu lassen. Jeder in seine Heimatstadt. Auch Josef ging von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa, in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich eintragen zu lassen mit Maria, seiner Verlobten. Die war schwanger. Und es geschah, während sie dort waren, dass die Zeit kam, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Futterkrippe, denn in der Herberge war kein Platz für sie. Und es waren Hirten in jener Gegend auf freiem Feld und halten in der Nacht Wache bei ihrer Herde. Und ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und der Glanz des Herrn, und sie fürchteten sich sehr. Da sagte der Engel zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn seht, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Euch wurde heute der Retter geboren, der Gesalbte, der Herr in der Stadt Davids. Und dies sei euch das Zeichen: Ihr werdet ein neugeborenes Kind finden, das in Windeln gewickelt ist und in einer Futterkrippe liegt. Und auf einmal war bei den Engeln die ganze himmlische Heerschar, die lobten Gott und sprachen: Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden unter den Menschen seines Wohlgefallens.
sind schon mittendrin in der Christnacht, in der heiligen Nacht. Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst. Schön, dass Sie alle da sind. Schön auch, dass wir diesen Gottesdienst über Livestream übertragen können und dadurch mit Menschen zu Hause verbunden sind. Auch Ihnen allen eine gesegnete Christnacht. Wir sind zusammen und feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, dem diese Welt nicht gleichgültig ist. Im Namen Gottes des Vaters, der die Welt erschaffen hat, des Sohnes, der in diese Welt gekommen ist, und des Heiligen Geistes, der uns in allen Ängsten und Dunkelheiten dieser Welt tröstet und stärkt. Amen. Nun singet und seid froh, jauchzt alle und sagt so, unsers Herzens Wonne liegt in der Krippe bloß und leuchtet wie die Sonne in seiner Mutterschoß. Du bist A und O, du bist A und O. Besonderen Weihnachtszeit, mit unseren ungelösten Fragen, mit unseren stillen Zweifeln, mit unseren geheimen Hoffnungen, mit unseren Sehnsüchten nach Frieden und Heilung. Wir kommen zu dir, o Gott, und vergessen oft, du bist schon da. Du weißt schon, was wir wirklich brauchen. Du kennst uns besser, als wir uns selbst zu kennen meinen. Du erhörst uns und weißt, was Not tut. Sohn Gottes in der Höhe, nach dir ist mir so weh. Tröst mir mein Gemüte, o Kindlein zart und rein, durch alle deine Güte, o liebstes Jesulein. Zieh mich hin zu dir, zieh mich hin zu dir. Groß ist des Vaters Huld, der Sohn tilgt unsere Schuld. Wir waren all verdorben durch Sünd und Eitelkeit. Da hat er uns erworben die ewig Himmelsfreud. O welch große Gnad, o welch große Gnad. Amen.
Abend. Eine Christnacht ohne das wohl weltweit bekannteste Weihnachtslied Stille Nacht, Heilige Nacht. Eine solche Christnacht kann und darf es doch nicht geben. Das jedenfalls habe ich vor ein paar Jahren für immer lernen müssen. Ich wagte es nämlich damals, eine Christnachtfeier, zwar mit vielen schönen Weihnachtsliedern, aber einmal ohne Stille Nacht zu planen. Auf dieses Lied wollte ich ganz bewusst verzichten. Aber ich hatte die Rechnung ohne meinen damaligen Organisten gemacht. Er hat mir freundlich, aber unmissverständlich klargemacht, Heiligabend ohne Stille Nacht gibt es nicht. Das darf nicht sein. Und jetzt, liebe Gemeinde, dieses Jahr trifft genau das ein, was ich damals geplant hatte und wovon wir Jahr für Jahr in dieser Nacht gesungen haben. Weder Stille Nacht noch irgendein anderes Weihnachtslied wird durch unsere Stimmen erklingen. So hatte ich es mir auch nicht gedacht. Aber was Politiker und Virologen vorausgesagt haben, ist eingetroffen. Es wird dieses Jahr eine stille, eine sehr stille Weihnachtszeit werden. Aber ist nicht gerade diese stille Weihnacht das, was wir so gern besungen, was wir ersehnt und erwünscht haben und was wir dann eigentlich doch nie so richtig erlebt haben? Jetzt ist es soweit. Jetzt kann endlich dieses alte Lied mit seinen Worten im Mittelpunkt stehen und vielleicht ganz neu in unsere Zeit und unser Leben hineinsprechen. Vor genau 202 Jahren war es nämlich, im Jahr 1818, als dieses Stille Nacht, Heilige Nacht zum ersten Mal erklang. In der katholischen Pfarrkirche von Oberndorf im Salzburger Land. Dort war übrigens die Orgel über Weihnachten außer Betrieb, nicht etwa wegen einer teuren Gesamtrenovation, sondern wahrscheinlich wegen hungrigen Kirchenmäusen, so habe ich gelesen, die den Blasebalg angeknabbert hat. Der 31-jährige Organist Franz Xaver Gruber, der zugleich Schulmeister war, und der 26-jährige Hilfsprediger Josef Mohr mussten sich also etwas einfallen lassen. Ihr Teamgeist war gefragt und war geweckt. Ihre Zusammenarbeit ist vielleicht bis heute vorbildlich. Der Organist komponierte nämlich eine Melodie zu einem Weihnachtslied, das der Pfarrer 2 Jahre zuvor verfasst hatte. Und dann traten die beiden im Gottesdienst als Duett auf. Gruber sang Tenor, Mohr Bariton. Der musikalische Pfarrhelfer spielte dazu noch eine Begleitung auf der Gitarre. Die beiden scheinen ihrer Zeit wahrhaft voraus gewesen zu sein. Und die Gemeinde war begeistert. Das Lied dieses Pfarrer- und Organistenchörlis mit seiner einfachen und eingängigen Melodie wurde schnell zum Ohrwurm. Jedenfalls verbreiteten Fahrende und Händler aus dem Zillertal die Melodie auf den Märkten in ganz Österreich. Mit Musik und Gesang lockten sie Kunden für ihre Waren an
Bettwäsche, Unterwäsche und elastische Leibbinden, wie es damals hieß, wurden verkauft. Kinder sollten mit echt Tiroler Liedern singen und den Händlern Zulauf und großen Umsatz bescheren. Und damit war die Karriere des Gemeinschaftswerks von Organist und Pfarrer nicht mehr zu stoppen. Welch Ironie der Geschichte, liebe Gemeinde! Ausgerechnet ein stilles Wiegenlied wurde zu einem Kassenschlager und sorgte für wirtschaftlichen Aufschwung. Und ausgerechnet der Verfasser dieser uns heute so biedermeierlich anmutenden Familienidylle war alles andere als ein vorbildlicher Familienvater und auch als ein vorbildlicher Seelsorger. Sein älterer Kollege in Oberndorf beklagte sich nämlich über den jungen Josef Mohr beim Bischof und schrieb ihm: Sein Wesen ist noch unbesonnen. Burschenmäßig geht er mit der langen Tabakspfeife über die Gassen, spielt und trinkt nächtlicherweise und scherzt auch mit Personen des anderen Geschlechts. Weder sprachlich noch musikalisch passt das Lied ins Marktgetümmel noch zu den scherzenden nächtlichen Ausgängen des Pfarrers, sondern eben doch eher an einen sehr stillen Abend zu Hause. Dieses Lied ist eigentlich ein Einschlaflied im wiegenden Sechsachteltakt. Mit der punktierten Achtelnote wird der Wiege sozusagen ein zarter Schubs gegeben. Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute, hochheilige Paar, holder Knabe im lockigen Haar, Schlaf in himmlischer Ruhe. Stille Nacht. Ist es nicht ein Segen, liebe Gemeinde, dass wir in diesem Jahr ein stilles, eben ein sehr stilles Weihnachtsfest feiern können? Endlich ist es leise geworden. Endlich liegt Stille über unseren Städten und Dörfern. Stille, damit wir neu aufeinander und auf Gott hören können. Stille auch, damit Musik erklingen kann. Der österreichische Dirigent Franz Welser-Möst, der in diesem Jahrhundert lebt, der ehemalige Musikdirektor am Zürcher Opernhaus und heute Chefdirektor des Cleveland Orchestra, Franz Welser-Möst hat in diesem Sommer ein wunderbares Buch über sein Leben und eine Autobiografie eines Musikers. Und dieses Buch trägt den erstaunlichen Titel Als ich die Stille fand. Und als Untertitel das Programm Plädoyer gegen den Lärm der Welt. Franz Welser-Möst meint, dass uns gerade die jetzige Zeit hilft, die Stille wiederzufinden. Das stille Innehalten als Einkehr, als Alternative zur rastlosen Geschwindigkeit unserer Zeit. Die Stille als Ausgleich zur Dezibelisierung unserer Welt. Stille als die Zeit zwischen Klängen, als Notwendigkeit, um überhaupt
Töne, Stimmen, Leises und Lautes wahrzunehmen. Stille als Spannungsfeld zwischen dem Hörbaren. Jeder Klang kommt letztlich aus der Stille und mündet wieder in sie. Es braucht diese Stille, um reden zu können und um gehört zu werden. Es braucht sogar manchmal Stillstand, um dann wieder Bewegung in Gang zu setzen und dann auch wieder zur Ruhe zu kommen. Und so war es eben still auf dem Feld vor Bethlehem. Und es wurde noch stiller, ja erschreckend still fast, als der Engel zu den Hirten trat. Als sie mit Lichtglanz erfüllt wurden, als sie zusammenzuckten und Angst sie erfüllte. Und dann hörten sie, umgeben von dieser Stille, das eine ermutigende Wort: Fürchtet euch nicht. Eines der häufigsten Wörter in der Bibel. Fürchte dich, fürchtet euch nicht. Was ja eigentlich wiederum nichts anderes heißt als: Geh in dich, werde still, sei mal ganz leise, beruhige dich, hab keine Angst, lass dich nicht von Sorge verzehren. Oder kurz und bündig in neudeutscher Jugendsprache: chill mal. Die stille Nacht ist die heilige Nacht, weil Menschen diesen Zuspruch hörten und ernst nahmen. Nicht im Sinn einer oberflächlichen Sorglosigkeit, sondern als Botschaft, die ihnen Mut machte, Kraft gab, Stille und Einsamkeit auszuhalten und dabei zu hoffen, zu beten und den zu vernehmen, der in der Stille Neues schafft. Alles schläft, einsam wacht. Die Stille ist nicht menschenleer. Hier sind Menschen, Einsame vielleicht, aber sie sind nicht allein, sondern zu zweit. Ein Paar, eine Kleinfamilie wacht über dem neugeborenen Kind, nimmt seine Verantwortung wahr, kümmert sich in Fürsorge und Aufmerksamkeit. Und auch auf dem Feld hielten Hirten Wache bei ihrer Herde. Wachsamkeit. Das ist nicht nur die Abwehrhaltung gegenüber Gefahren, nicht nur die berechtigte Vorsicht, Ansteckungen zu vermeiden und Gefährdungen zu minimieren. Wer wachsam ist, sieht auch eher und früher das Licht am Horizont, das Licht in der Nacht. Wer wachsam ist, hört als erster die gute, frohmachende Botschaft. In der Bibel wird zur Wachsamkeit ermahnt, um das Gute nicht zu verpassen, um nicht den entscheidenden Moment zu verschlafen, wenn sich die Tür öffnet, wenn Gott zum Festmahl lädt, wenn Frieden auf Erden sichtbar und hörbar wird. Und so dringen wir ins Geheimnis der stillen Nacht noch weiter vor, wenn wir neben den 3 so bekannten Strophen unseres Weihnachtsliedes auch noch eine der mittleren, heute leider vergessenen Strophen hören. Stille Nacht, heilige Nacht, wo sich heut alle Macht väterlicher Liebe ergoss und als Bruder huldvoll umschloss Jesus
die Völker der Welt. Hier wird der private Familienrahmen auf einmal durchbrochen und es kommt ein politischer Zeitbezug ins Spiel. Der Theologe Josef Mohr bringt die politische Situation seiner Zeit zur Sprache. Die napoleonischen Kriege, die gerade vorbei waren, die langen Streitigkeiten zwischen Österreich und Bayern, die zum Friedensschluss von München führten und endlich Hoffnung machten auf Völkerverständigung. In der stillen Nacht geht es also letztlich um die Frage der Macht. Was ist mächtiger? Was ist wirksamer und heilvoller? Die himmlische Ruhe oder der Lärm der Welt? Die Macht der scheinbar so mächtigen Machthaber, die ihre Völker unterdrücken und knebeln, oder die Macht und der Mut der Liebe, die sich anderen zuwendet, den Bruder und die Schwester sucht, sich der Völker dieser Welt erbarmt, gegen Tod und Resignation protestiert? Frieden auf Erden versprachen die Engel den Hirten in der stillen Nacht. Dieser Friede muss noch immer bis heute gesucht werden, gehört werden und als kostbares Licht weitergetragen werden. Und wenn er dann auf einmal da ist, wenn wir ihn erspähen, auch in der stillen, einsamen Zeit, wenn ein Mensch im anderen den Bruder, die Schwester erblickt, wenn wir erkennen, wer allein uns retten, heilen und erlösen kann, dann darf und soll es auch wieder ganz laut werden. Dann erst erklingt die letzte Strophe der Engel, Halleluja, stille Nacht, heilige Nacht. Hirten erst kundgemacht, durch der Engel, Halleluja, tönt es laut, von fern und nah. Christ, der Retter, ist da. Christ, der Retter, ist da. Amen.
Fürbittegebet und zum gemeinsam gesprochenen Unser Vater bitte Sie, wenn Sie mögen, aufstehen. Du liebender Gott, wir danken dir für die Stille dieser Nacht, für die Ruhe, in der wir dein Wort hören, deinen Klang vernehmen können. Hilf uns, selber innerlich und äußerlich zur Ruhe zu kommen. Hilf uns, uns auf das Wichtige im Leben, auf dich und deine Botschaft zu konzentrieren. Hilf uns, wach zu bleiben für deine Zeichen der Liebe und für dein Kommen in diese Welt. Hilf uns, aufmerksam zu sein für das, was unsere Nächsten brauchen und für das, was Not tut. Guter Gott, sei bei allen Menschen in dieser Nacht, bei allen, die unruhig, traurig, bekümmert sind. Sei bei allen, die nicht ruhen können von der Arbeit, die keine Stille finden, die sich pausenlos. Sei bei allen, die Schmerzen leiden, die um Atem ringen, um ihr Leben kämpfen. Sei bei allen, die auf der Flucht sind, die keine Herberge haben, keinen Ort, wo sie Ruhe und Frieden finden können. Komm, du Retter der Welt. Und so beten wir mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich möchte allen ganz herzlich danken, die an diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Ganz besonders der Andrea Kipfer an der Violine und dem Hans-Jörg Bertig an der Orgel und am Flügel. Wunderbare Musik, die unseren Herzen gut getan hat. Ganz herzlichen Dank. Vielen Dank auch der Berti Eppler fürs Lesen von der Weihnachtsgeschichte, im Hans Fuchs fürs Vorbereiten von der Kirche und dem Beat Maurer, der den Livestream organisiert hat. Herzlichen Dank Ihnen allen, die hier in die Kirche gekommen sind oder denen, die auch daheim zugeschaut haben und mitgefeiert haben. So können wir zusammen sein über alle Grenzen und Schranken hinweg. Herzlich einladen möchte ich Sie zu den Weihnachtsgottesdienst am morgigen Weihnachtstag. Da haben Sie die Wahl zwischen dem Gottesdienst hier in der Stadtkirche am 9:30 oder ein bisschen später am 10 im Zentrum Eichhölzli im Müllital. Hier in der Kirche sind noch 30 Plätze frei, im Müllital hat es noch 37 Plätze. Sie können also spontan noch kommen. Ich denke, das sollte gehen. Kollekte, die wir am Ausgang zusammenlegen,
ist bestimmt für Mission 21. Das Hilfswerk Mission 21 setzt Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Zeichen von der Hoffnung für eine gerechtere Welt. Mission 21 engagiert sich weltweit für Friedensförderung, für bessere Bildung, Gesundheit und gegen Armut. Ich möchte Ihnen die Kollekte für Mission 21 ganz herzlich empfehlen und danke allen für ihre Gaben. Ich wünsche Ihnen ein gutes Heimkommen, einen stillen, besinnlichen Abend und eine frohe und hoffnungsvolle Weihnachtszeit. Gehen Sie staunend in die Nacht raus mit dem Wort von Paul Burkhardt aus der Zeller Weihnacht. Was ist das für eine Nacht? Hat uns der Heiland gebracht und aus den armen Menschen Reiche gemacht.
er das aufernommen. Lobet der Herrgott froh, unser Erlöser ist auf die Erde gekommen. Das ist die heilige Nacht, hat uns der Heiland gebracht und aus den armen Menschen Reiche gemacht. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir und der ganzen Welt seinen Frieden.